Jungs, hallo zusammen, hier ist der Klitus von Crown Crew. Bevor wir hier das Video starten, zuerst noch etwas in eigener Sache. Und zwar seht ihr hier die Petition, der Link wird in der Beschreibung sein. Wäre geil, wenn ihr dort auch unterschreiben würdet. Ich meine, ihr müsst nur links dort Sign the Petition schnell ausfüllen. Ihr müsst euch nicht anmelden und nichts. Und es geht eigentlich darum, dass YouTube auch in der Schweiz und in Österreich stärker vertreten werden kann durch ein Partnerprogramm. Wäre geil! A bunch of dreamers with their fist up, trigger happy, aiming high, we never give up. When we fall, it's cause we stood for what we came for. I guess it's time a brother finally took the chains off. Yeah, Christmas Noobs, ein Level 1 und ein 3er jetzt drin, aber sonst hat es ein paar, die auch schon ein bisschen höhere Prestige haben. Nichtsdestotrotz, ich habe gestern einige Free-for-Alls gespielt, weil ich... Moment schnell, jetzt müssen wir das schnell reinziehen. Jetzt habe ich gehört, dass da noch einer ist. Ich habe verdammt nicht geschaut, wo der sein könnte. Habe ich dort nicht gesehen. Zieh um. Dort ist der Faggot, verkreucht sich wieder verdammt. Und, hey nein, ein neues Camperplätzchen. Ich habe nicht einmal gewusst, dass man da rein kann. Okay, anyway, zurück zur Story. Gestern haben wir so ein bisschen, etwa das dritte durch von Crown Crew Domination gespielt. Und dann war es einfach so gewesen, ja, sorry, 6 Leute, wir 3, und dann haben wir einfach 3 Christmas Noobs bekommen und der Gegner hat abkassiert und Killstreaks runtergelassen. Und mir jetzt nachher angeschissen, darum habe ich mich dann verpisst. Und ein bisschen später eigentlich entschieden, ja, scheiß drauf, probiere ich mal ein bisschen Free-for-All, weil das macht mir eigentlich schon noch Spass. Und vielleicht trifft man hier ein paar Christmas Noobs an, und es ist tatsächlich so gewesen. Das ist jetzt eines von diesen Games, wo eben auch ein paar Stärkere dabei waren. Theoretisch gesehen Stärkere, weil sie das Game schon ein bisschen länger kennen, als der Level 1 oder 3 ist. Hart. Und ja, ich habe auf meine bewährte MP7 mit dem Schalldämpfer gesetzt, habe das UAV, der Angriffsheli und der AH6 drinnen. Die machen eigentlich noch gute Dienste, wenn es nicht gerade so Freaks hat, die sie gerade sofort runterholen. Solche treffen wir eben schon noch häufig. Aber sonst klappt es gut. Die Drohne, das UAV ist eh optimal, weil selten der Assassin drinnen, das bringt hier nicht wirklich viel. Ich habe zum Teil Hardline Pro drinnen, was noch easy ist. Und andererseits, keine Ahnung, kann man hier eh ein bisschen variieren, was der zweite Slot eigentlich anbelangt. Sonst im ersten habe ich gerne, wenn ich Extreme Conditioning drin habe, dass ich länger säckeln kann, schneller nachladen kann. Und im dritten Steady Aim oder so wie hier, glaube ich, Dead Silence. Kommt immer gäbig, wenn man nicht gehört wird. Sit-Trap mit dem, wo man das gegnerische Equipment sieht, ist auch noch gäbig. In der Pro-Version hört man die Schritte von den Gegnerleuten. Das passt auch gut. Und der MP7 ist einfach wirklich ein Monstrum, auch auf weite Distanz. Das geht tipptopp. Bin ich hier schön am Durchkämpfen. Richtig schön am Rattern. Und hier seht, dass einer unterwegs ist. Schön können messern. Es ist eben aber schon noch easy, wenn man zwischendurch einen Blick auf die Minimap wirft. Sicher nicht konstant, weil das sind die dann ein bisschen planlos rumziehen. Zwischendurch einen Blick drauf wirft, dann könnte man sich dann einigermaßen intelligent verhalten. Ich jetzt denke, den kassiere ich ab, warte hier geschwind, und dann ist eigentlich wieder mal eine schöne Regel bestätigt worden. Und zwar, wenn jemand in Bewegung ist er schlussendlich viel flinker beim Zielen, als jemand, der noch immer steht. Okay, S-Mine schnell ausgewichen, denkt, was geht ab, und dann hockt der Faggot hier ganz hinten im Ecken. Ja, das sind jetzt wirklich 2 eigentlich unglückliche Tode gewesen, wo man hätte vermeiden können. Wenn ich mich ein bisschen besser hätte angestellt, beim ersten nicht warten und meinen, das bringt mir einen Vorteil, und beim zweiten, ja, schnell Jägerspiensten, der hat schon gar nicht mehr gespielt, der hat es komplett angeschissen. S-Minen, immer wieder ein schönes Thema im Free-for-All. Wenn ihr die rein tut und startet, könnt ihr es eigentlich gerade vor euch auf den Boden werfen. Weil die meisten, und zu denen gehört häufig auch ich, säckeln gerade los, wenn sie spawnen. Und das führt dann eigentlich dazu, dass das Mine auch raufgeht und sie kann eigentlich spät reagieren. Man kann noch reagieren, das ist also kein Problem, aber keine Ahnung, so 2-3 Kills pro Game kann ihm das schon geben. Und das führt dann dazu, dass man es ein bisschen leichter hat, wenn man sich diesen Vorteil verschaffen will. Gewisse mögen es als schwul anschauen. Ich denke, es ist eine gute Balance zwischen ja, die Chance nutzen und gleichzeitig den Gegner auch nicht irgendwie reinzulaufen, weil er hat immer noch die Chance zu reagieren.
wenn er da fit ist. Aber eben, Christmas Noobs, die haben solche Situationen, haben sie nicht leicht. Und da sind wir jetzt schon fertig. So schnell kann es gehen. Easy Runde gewesen, die haben eigentlich keine Chance gehabt. Habt noch ein paar Taktiken gesehen, müsst vielleicht auch mal ausprobieren und wünschen euch einen schönen. I'll probably make a stop, yeah. Even if I'm not, though. Even if I'm not, I'll probably make